Shingi Dunye Ram Bemba Yen Jawa Gwenla Ramdo Jaza Doje Dena Dunye Sanje Na Sanje Seje Vena Jamba Lan Dena Shuje Yena Male Tamje Jawa Dage Kangwara Men Teda Maba Mise Jazo Na Yanje Yela Jazo Jawa Gunje Yunde Ramje Jen Devra Shemba Namje Dage De Medo Namba Chenwa Namba Sinye Namba Jobe Dojo Namame Choda Dobe Namba Yen Jawa Deda Lane Chebra Je Nasa Namba Nam Tijo Dan Jeme Burma Ram Nyamba Dan Kubra Cheba Bobe Chogen Jen Java Deda Laya Chebra Cheba Gana Lame Jache Wan Teda Java Tamje Laya Me Sambo Chela Debe Damda Java Gana Jaza Chebra Jen Deja Shedan Dima Wange Luna Ana Dishin Yije Deba Dage Jeba Chije Ban Deda Tamje Dage Zuzo Choju Jawa Gwenda Sanje Ranja Namda Lobda Milon Jawa Gwinje Sunam Kanda Deda Gwinje Jezo Daye Kanan Choju Jiden Drama Dan Changju Rimbo Sanje Majani Gumbo Deda Dage Namje La Kolo Lana Mimbo Guru Nyange Dade Kajen Deda Lando Gwinla Peshin Deve Kalba Shinge Duni Shuba Yang Dage Tama Rabja Chazo Wadan Chujin Shabagan Jiso Yiran Gujin So Gewa Jungzen Dage Jiso Wan Tamjen Dage Jangzhen Jemo Benzra Zando Zar Maya Manu Balaya Benza Zando Denam Deda Dendra Mem Bava Sundo Kaya Mem Bava Sundo Kaya Mem Bava Anna Rando Mem Bava Sarva Sinde Membra Yaza Sarva Karma Suza Mem Zeda Shirya Guru Homa Ha 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 Ho Baga Vene Sarva Dandaiga Bendra Ma Mem Menzar Menzem Bava Ma Samai Sando Bendra Boy Me Hai She Nambrana Wanje Seje Saje Boy Bendra Rege Ai Jare Koya Ge Rave Yongso Gave Bizarre Jabo Revo Chora Shara Leba Boy Ko Zambo Le No Palanje Chanda Meni Leda Leba Mayam Da Maya She Yoden Da Lam Cho Jo Jaminin Jaminin Jenda Rimbo Chi Revo Pasum Je Deje Pa Mamam Be Lolo Kolo Rimbo Je Novo Rimbo Je Tsumo Rimbo Je Lembo Rimbo Je Lambo Rimbo Je Dajo Rimbo Je Mome Rimbo Je Dejen Boye Pumba Gemo Ma Tenwa Ma Lo Ma
man de man ye man da wa rin bo che do chole nam bra inja gyang zhen be zo la da mi ban jra be zo sa ba ma sa wa me rab jam ya zo de je chang le de ba ngon ba ra ge ba de ni song me ba de la tam ba de je le do se ne me na ba cham da rang jong wo jin ja we myo ru du lo chin le do je ca cho le nam ba ja we de ba sam be shang ma sha be gong lo ja zro de jin sab je chu je ko lo da ba jin do ko wa ra so de be le do bul wa ra je wo du je ro we den do je zo so she ne jin je la lo zo Barje mi zhong zhen de zong de zhen gong ba do ba
Sibra Mendra Shira Mene Namga Nyambe Drova Drova Jo Dage Give Lenam Dida Genjin Done Nyurdo Zonja Drola Benjen Chenan Dejen Simjen Doma Mombo Silendro Chazavat 去见相波当解所让不见所言给我众生大言介绍他们见大言将就见我Se je boy
yure nemba tenze jebe jebo namba namba jura jeje yure shane jo Jinen Jemben Zo Zeba Men Demen Jeva Manen Jomze Gömen Dongan Jerba Namje Jav Sanje Zeba Melai Sheba Boy Jajro Seba Menbe Jime Ngeba Derwa Rigba Zema Jomden Yishin Kola Jado Cheba Boy Barden Lamo Dengen Dare Do Shazum Chaje Rak Shive Go Yishin Baye Tseye Chozo Nambra Jame Jado Cheba Rasar dedren da ben do mezun dezeleme bemay mişenin bu çayan borcez lozay cembe jado çebam boy çanjo mümbe maro kanlay nema şarra ve deban gaje javay jebo endela Chebam boy shinjo balden dobe geba nyame meyo chege mundo zo shinge baksum shinda jojo jizen gambo balay cheba bo 다른데 땅에게 땅에 가서 말면 되지게 düzürücü diyor. Hindistan'da die Tolja. Heute ist mein Geburtstag. Das ist die Gelegenheit, zu der wir uns getroffen haben. Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um jene willkommen zu heißen, die den Regenten der Kammerpaars, den Goshir Jalsab, und den Chapti Solma Rinpoche und meinen Tutor Kenshin Chango Rinpoche, auch die Mitglieder der verschiedenen Institutionen, die Lehrer und die verschiedenen Kalyana Mitras, die Herzensfreunde und auch die verschiedenen Mitglieder all der Klöster
und die vielen Dharma-Freunde im Osten und Westen dieser Welt, die hier zuhören über das Internet. Ich möchte euch zunächst einmal danken dafür, dass ihr heute zuhört, und grundsätzlich habe ich nicht viel zu sagen an diesem Tag. Ich habe keinen besonderen Gedanken, dass ich etwas sagen müsste. Wir haben diesmal diese Feiern dieses Geburtstags geändert. Wir hatten es auf dem 26. Juni bisher. Aber wenn wir jetzt den tibetischen Kalender benutzt haben, dann ist es der erste Tag des 5. Monats. Der erste Tag des 5. Monats ist der eigentliche Tag. Das ist der Tag, den meine Eltern angegeben haben. Es sei denn, sie hätten sich geirrt, denn vielleicht den letzten Tag die alten Dokumente anschauen, dann hat meine Mutter dann irgendwann gesagt, vielleicht ist es der 8. Tag. Und dann war das so niedergeschrieben worden, und dann später hat sie gesagt, nein, ich habe mich geirrt, es war doch der 1. Das ist, was mein Vater und meine Mutter jetzt sagen. So, das ist also kein... Zu dem Zeitpunkt war ich in Zopo-Kloster. Da haben wir diesen Geburtstag dort gefeiert, und wir führen diese Tradition jetzt fort, also von diesem Gesichtspunkt her. Ist es für uns wichtig, den tibetischen Kalender zu berücksichtigen, und ich habe deshalb es als den Hauptgrundlage dafür benutzt, dass wir diesen Geburtstag an genau diesem Tag jetzt feiern. So speziell ist das ein Tag für mich selbst, an dem ich Dankbarkeit empfinden kann, dass ich diese besondere Gelegenheit des kostbaren menschlichen Körpers mit all diesen Quellen und Reichtümern habe, die meine Eltern geschenkt haben, die Gelegenheit, Dharma zu treffen. Hier ist die Gelegenheit, große Dankbarkeit zu empfinden und auszudrücken gegenüber meinen Eltern, die mir nicht nur den physischen Körper gegeben haben. Sie haben mir auch gezeigt, wie ich mich zu verhalten habe, die mich darin eingeführt haben, Vertrauen haben zu können und Mitgefühl gegenüber allen Lebewesen. Und das war vielleicht in dieser Hinsicht meine ersten Herzensfreunde, meine Kalyana Mitras waren meine Eltern, die eine große Güte darin gezeigt haben, mir diesen Körper gegeben zu haben und mich in dieser Weise in das Leben einzuführen. Das ist außerordentlich große Herzensgüte, die mir da widerfahren ist. Und meine Dankbarkeit ist sehr wichtig. Wir alle haben, wenn wir den Dharma getroffen haben und Gelegenheit haben, Dharma zu üben in diesem Leben und Gelegenheit hatten, unsere Herzensfreunde und Gurus zu treffen, dann ist das auch eine Gelegenheit, sich dankbar zu fühlen gegenüber allen Dharma-Freunden und deren Güte
zu erinnern. Wenn ich also über die ungefähr ersten 30 Jahre meines Lebens zurückblicken wollte, dann ist die größte Zeit davon sich nicht so entwickelt, wie ich mir das gewünscht hätte. Dinge haben sich so nicht entwickelt, wie ich das erwartet hatte. So für die Zukunft gesehen scheint es mir wichtig, dass ich mich mehr anstrengen muss und mit größerem Eifer meinem Dharma-Üben widmen sollte. Also für die Zukunft, aus meiner eigenen Sicht, möchte ich fortfahren, dass ich all meine Kräfte dafür einsetze, allen Lebewesen zu Dienst zu sein und der Lehre des Buddha. Alle meine Kräfte und Quellen, aber nicht nur in diesem Leben, sondern auch in allen zukünftigen Leben möge ich niemals von dem Dharma getrennt sein und der Gelegenheit, anderen Lebewesen hilfreich zu sein. Das ist die große Hoffnung, die ich hege. In den letzten Jahren habe ich nicht die Gelegenheit gehabt, nach Indien zu reisen, habe außerhalb geweilt, aber der Hauptpunkt darin ist, dass alle wir als tibetische Flüchtlinge sehr viel Hilfe erfahren haben von indischen Regierungen, haben die Gelegenheit, reisen zu können. Aber es gibt viele Länder, die diesen Status nicht anerkennen und deswegen bin ich nicht in der Lage, dorthin reisen zu können. Ich wünschte, dass ich mehr von Hilfe sein könnte für die Lehre des Buddha und für Lebewesen und dass ich auch die Gelegenheit hätte, auch andere Länder zu bereisen, aber wenn man zu andere Länder reist und dann an die Grenzkontrolle kommt, dann verstehen Sie diese Zufluchtskarte nicht, diese Papiere. Also diese gelbe Zufluchtskarte, die wir von der indischen Regierung ausgestellt bekommen haben, ist nicht von großem Wert dafür, in andere Länder reisen zu können. Aus diesem Grunde, um also reisen zu können und einen größeren Nutzen für Lebewesen und die Lehre des Buddha haben zu können, machte ich den Plan, einen Reisepass eines anderen Landes zu kriegen, und ich habe es so durchführen können. Aber ich würde gerne auch nach Indien zurückreisen und meine gelbe Zufluchtskarte zurückgeben und einen echten Reisepass beantragen oder ein Visum bekommen. Aber erst muss ich der indischen Regierung eine Erklärung dafür abgeben, warum ich meinen Pass habe ändern müssen und warum ich meine Zufluchtskarte zurückgeben möchte und ein Visum bekommen möchte. Und zu dieser Zeit war ich in Amerika. Und da gab es viele, in der Zeit war ich in Amerika, als diese Kommunikation begonnen hat, und es gab viel hin und her darüber. Und zu diesem Zeitpunkt gab es keine richtige Lösung, und dann begann die Pandemie, die Coronavirus-Pandemie, die sich über die ganze Welt erstreckt hat, und aus diesem Grunde alleine schon war ich nicht in der Lage, reisen zu können. Da gab es keine Wahl, als meine Reiseprogramme aufzuhalten. Aber vielleicht ist jetzt der Virus etwas weniger weit verbreitet und erneut
zeigen jetzt die indische und die tibetische Regierung ein großes Interesse daran, wann ich denn wieder zurückkehren könnte und wollte. Und dass die Regierung in Sikkim, die Staatsregierung in Sikkim, hat, wo ich bisher nicht in der Lage war hinzugehen, haben sie mir jetzt die Gelegenheit, die Erlaubnis gegeben, dorthin zu reisen. Sie haben ein großes Interesse daran, dass ich jetzt dorthin reisen könnte. Und so ist es so, dass die Sikkim-Regierung große Anstrengungen unternimmt, um eine Reise dorthin zu ermöglichen. Aus diesem Grunde und zu diesem Zeitpunkt bin ich also in Verhandlungen mit der indischen Regierung, aber das wird natürlich wieder eine Weile brauchen. Und ich kann deshalb nicht genau jetzt schon einen Plan machen und versprechen, dass ich zu diesem oder jenem Zeitpunkt irgendwo hinreisen werde können. Ich muss also diese Unterredung weiterführen. Und wenn diese Gespräche zu einem Abschluss gekommen sind, dann an diesem Zeitpunkt kann ich auch wieder nach Indien zurück, und ich habe die indische Regierung gebeten in der Vergangenheit schon, dass ich Indien für ein sehr, sehr wichtiges Land halte, zumal Indien das Quellland der Lehre des Buddha ist. Es ist der Platz, in dem der Buddha in dieser Welt erschienen ist. Insofern ist Indien von großer, großer Bedeutung, auch für Tibeter. Dalai Lama ist dort. Viele Tibeter, die dort als Flüchtlinge Aufnahme gefunden haben. Die vielen Klöster und insbesondere für die Kagyu-Tradition gibt es viele Kagyu-Klöster dort in Indien. Viele Rinpoches, die dort ihre Residenz haben. Und ich selbst denke persönlich und auch ganz allgemein, dass es von großer Bedeutung ist, dass ich eine gute Beziehung mit Indien pflege. Und ich habe das auch so ausgedrückt in meinem Brief an die indische Regierung. Das ist die Lage derzeit. Aber es gibt viele technische Probleme und Regulierungen, die mit dem Visum zu tun haben. Und also darüber muss man noch ein bisschen mehr nachdenken. Und wenn man das nicht richtig beginnt, diese Prozedur, dann ist es schwierig für mich, dorthin zurückzukehren. Weil viele denken, er ist jetzt einfach in die anderen Länder gereist und kommt nicht wieder zurück. Leute mögen so denken, aber da ist tatsächlich ein Grund dafür, dass, wie ich das versucht habe zu sagen, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht zurückkommen wollte. Ich möchte sehr gerne nach Indien zurückkommen. Und in der Zeit, wo ich in Amerika war, habe ich diese Bitte öfters vorgetragen. Wieder und wieder habe ich versucht, diesen Prozess einzuleiten. Und meine Schwester und andere Leute sind nach Indien zurückgereist und haben solche Unterredungen mit der indischen Regierung begonnen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich euch bitte, alle im Herzen zu behalten. In dieser Tage hat der Coronavirus vielen Menschen das Leben gekostet. Und viele hatten auch einen wirtschaftlichen Schaden. Es hat große Schwierigkeiten verursacht. Und dann gibt es diese Zeit auch in der Ukraine, diese kriegerischen Aktivitäten, was auch einen sehr starken Effekt hat auf die gesamte Welt, speziell in Europa. Dieser Tage ist die Welt
in großem Wandel unterworfen. In vielerlei Hinsicht, in einer solchen Zeit ist es für uns wichtig, dass wir nicht einfach die Augen verschließen und alles das versuchen auszublenden, sondern direkt hinschauen, diesen Veränderungen begegnen. Speziell für uns Tibeter ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. In den vergangenen Jahren ist in unserer tibetischen Gesellschaft viele, viele Probleme gegeben. Ich denke an so verschiedene Dinge daran, die manchmal meine ich müsste da etwas dazu sagen. Das ist nicht einfach zu sagen, was daraus sich entwickelt und ob das etwa sich für etwas Hilfreiches entwickelt oder nicht Hilfreiches daraus entsteht. Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht richtig abzusehen in jedem Fall, aber in diesen Flüchtlingsgemeinschaften der Tibeter haben wir keine gemeinsame Idee, mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Wir sind aber etwas, wo wir ein Auge darauf haben sollten, speziell zu diesem Zeitpunkt, wo der Dalai Lama noch am Leben ist. Und was würde dann geschehen, wenn er nicht mehr mit uns ist? Das ist etwas, was wir jetzt und hier genau bedenken sollten und mit offenen Augen. Wir sehen diese kleinen Probleme hier und dort und meinen sie, dass sie ganz wichtig sind, aber das Allerwichtigste daran ist, dass wir eine harmonische Beziehung untereinander haben, dass wir Zusammenhalt spüren und leben. Das ist unsere Lebenskraft. Wenn wir diesen Zusammenhalt verlieren, dann wäre es sehr schwierig. Es ist wichtig, dass einige von uns beginnen, sich darüber Gedanken zu machen. Und die tibetische Gesellschaft ist sehr, sehr schwierig. Wenn ich da zurückkehre in diese tibetische Gemeinschaft, was wird passieren? Ich weiß nicht, wie ich da helfen kann. Und so gibt es auch viele Tibeter, die eine sehr reine Herzensansinnen haben und sehr enttäuscht sind jetzt. Ich bin jetzt nicht in der tibetischen Gemeinschaft zurzeit und schaue mir das Ganze von außen an und sehe die unterschiedlichen Situationen, die sich da entwickelt haben. Also ich denke, das wäre wichtig, dass jeder von uns hier die Augen aufmacht und das Ganze von einem größeren Horizont heraus anschaut. Sonst habe ich jetzt nicht sehr viel zu sagen und ich möchte zu all den Rinpoches und all den Mitgliedern des Sangha und all den Dharma-Freunden ausdrücken, und meinen Dank ausdrücken darüber, dass ihr hier zusammengekommen seid, um meinen Geburtstag zu feiern. Und ich habe oft darüber nachgedacht, denn grundsätzlich hat es keinen großen Sinn, sehr ein langes Leben zu haben, habe ich oft gedacht. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo ich gedacht habe, vielleicht wäre es besser, wenn man jung stirbt. Aber später habe ich dann meine Meinung etwas geändert, besonders in den letzten 4, 5 Jahren habe ich gedacht, da es tatsächlich einen Grund dafür geben könnte, dass ich länger lebe, denn so hoffe ich, dass ich eine lange Lebenszeit habe und meine eigenen Bitten und Wünsche gehen in diese Richtung. Wenn ich mich selber mit anderen vergleiche hier, dann ist es vielleicht nicht sehr respektvoll, dass die mit den anderen Karmabhas mich vergleiche. Dann hat derjenige mit der längsten Lebenszeit war Karmabha Düsum Khyentse.
Vielleicht sollte ich hoffen, dass ich derjenige wäre, der vielleicht am längsten lebt in all dieser Kette der Karmapas. Okay, aber es ist die Frage, ob das sinnvoll ist, aber es gibt tatsächlich einen wichtigen Punkt darin. Der sechste Karmapa starb mit 50 Jahren. Wenn er länger hätte leben können, dann hätten viele Probleme sich nicht so entwickelt. Insofern, wenn es also um die Qualität der Schriften und der Lehre geht, dann habe ich da nicht so viel an viel empfangen. Aber wenn ich ein bisschen in der Lage wäre, dieser Lehre des Buddha zu Diensten zu sein und den Lebewesen und dafür ein paar mehr Jahre hier leben könnte, und dann wäre ich vielleicht von einem größeren Nutzen für die Lehre des Buddha ganz im Allgemeinen. Und das ist insofern mein eigener Wunsch und meine Widmung in dieser Richtung. Und ich bitte euch, mir in diese selbe Richtung eure Wünsche zu richten. So, wir fahren fort mit den Gebeten.
Sibe, Sole, Jogun, Yur,